Der letzten umweltpolitischen OECD-Bericht für Lützeburg aus dem Jahr 2000 kann mit gutem Willen nimmen als Durchfuße bezeichnet gehen. Am neuen Bericht 2010 geseitet aber ganz anders aus. Der OECD-Generalsekretär José Angel Gurria hat den Bericht am Mittwoch vorgestellt und hat nicht mit Luft gespürt. Lützeburg hat sich immens bemüht, eine kohärente und nachhaltige Umweltpolitik umzusetzen. An 2 Punkte gäbe aber weiterhin dringenden Handlungsbedarf bestehen. Das zum Beispiel beim Schutz von der Artenvielfalt, einer Sache Tanktourismus. An der Nähe vom Nachhaltigkeitsminister Marco Schank ist das CO2-Fall für Lützeburg nicht so einfach zu entschärfen. Daneben gäbe auch ein großes Summe Steuergelder abbringen, ob die in Krisenzeiten nicht mehr ungern Welt verzichten. Gölle Fra Nationalfreiheitszeichen von Lützeburg wird wahrscheinlich nicht zurück an den Grand Duché kommen. Nachdem es als Gölle Fra trotz heftiger Proteste aus der Lützeburger Bevölkerung hier Resa China auf die Weltausstellung zu Shanghai angetreten hat, dürfte auch der nächste Schritt für große Aufregung sorgen. Die chinesische Regierung hat Gefallen unter ihrer großer Frau aus Goldfond. Und daneben hat sie dem Grand Duché mehr wie ein interessantes Offer gemacht. Wie es ausgesagt, wird die Lützeburger Regierung der lukrative Offer von China nicht widerstehen können. Das ist auch nicht ohne Grund, weil doch während der Tripartitverhandlungen auch immer Thema Finanzen zu Spruch kommen. Hauptgrund für als Regierung Gölle Fra tatsächlich zu verkaufen, als für dem Staatsdefizit an der Haushaltskäse entgegenzuwirken. Das sogenannte Kaukasus-Emirat hat sich zu den Durbeluschlägen auf Moskauer Metro mit 39 Todesche bekannt. Das meldet ob die Überwachung von islamistischen Webseiten spezialisiert US-Amt. Der Rebellenchef Doku Umarov hat daneben nach weiteren Ausschlägen angekündigt und hat in seinem Videomessage auch die Responsabilität für die Ausschläge zu Moskau geholt. Auf der Website wird es auf Englisch geheißen, dass Durbeluschläge eine Vergeltung für die Umbringen von tschetschenischen und ingushetischen Menschen bei einem Dorf an der Grenze bei Tschechien wie. Da wird zu einem Massaker von russischen Invasoren gegen die ärmsten Einwohner kommen.